Guten Morgen, alle. Mich freut es, hier von der Ware zu sein. Mich freut es, am Sinne zu Ovenstop zu kommen. Wir hatten gestern sehr schöne Gebetsstunden. Wenn irgendwer ist hier, wird nicht allgemein zu Gebetsstunden kommen, bitte probieren das aus. Sehr gute Stunde. Wat je in de Bibel opmerken, van des Morgens naar 1. Timotheus, kapitel 1, vers 12 tot 19. Ik wilde eens dat 10 lezen. Ik heb een thema van der gewählt, wat dat brukt, oder vielleicht kann ich sagen, een andere Wert, wat brukt dat zum Siegen in deze laatste dag? Vorher rede ich über, was die Bibel als Wesen hat, wir sind an der letzten Tag. Ich sehe, ich würde noch wieder davon reden. Nicht vorweg, vorweg 3. Ich muss zustunden, vorweg 3, ich fehl, ich habe ein etwas geredet, aber sehr wenig gesagt. Mir geht das Fernsehen dort. Ich rede viel, hablo mucho, pero digo poco. Und ich hoffe, dass wir wollen, wenn wir Gott sein Wort wollen lesen, von der, dass wir wollen seine Wort Gott dabei hat für uns. Hier ist ein Aufschnitt, 1. Timotheus, auch 2. Timotheus. Ich sehe das letzte all. Das sind mir die letzte Zeit bloß sehr zum Sehen gewesen. Ich glaube, das ist bei Becher, brief wat Paul zu Timotheus sagen, dat zijn zo praktisch voor ons leven vandaag, voor de tijd wo wir binnen zijn. En ik glaube, dat is bloß sehr zu sehen. Ich fange an zu lesen mit Vers 12, wo der Apostel Paulus zu Timotheus reden hat. Und er fängt an, so ist das. Und bitte merkt jeder Wort, was der Apostel Paulus hier sagen hat. Dat hier reden voor wat du hier bist von der, wat du nicht Jesus angenommen hast, noch du bist nicht ein Christ, dann will ich haben, dass du das sehr behutsam horchen in seinen Worten zu dir sagen wird. Wenn du ein Christ bist, du hast Jesus angenommen, aber du bist noch nicht gewachsen an dein christliches Leben, du stellst noch ein bisschen so an bei 7 Fans, Probstfans. Dann weil ich habe dann das Horchen seine Worte zu dir zu sagen habe. Wenn du in Christ bist, du bist abgewaschen und du das Strache, du kannst, hast irgendwas Probleme nach dann, weil ich habe und du das Horchen, wie es das redet zu dir. Und wenn du sicherlich bist an dein christliches Leben und du bist bei der Sache, dann, weil ich habe das Horchen, wie es das redet auch zu dir. Der Apostel Paulus hat wir ein mature Christian, und er redet von sein, wo er dort seinen redet. Er sagt hier, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mir die Kraft gegeben hat, meine Arbeit zu tun. Ich danke ihm auch dafür, dass er mich Wert geachtet und angestellt hat, zu dienen. Wenn ich vorher auch ein rittender Verfolger in Lastra war, Gott aber hat Mitleid mit mir, wie ich weiß nicht, was ich deed, wie ich danach nicht an Jesus gelebt. Aber der Herr hat mich seine Gnade rechtlich zukommen lassen und auch den Glauben an dass ich andere kann gut sein oder andere kann leben, so als er uns an Christus Jesus jaft. Das ist eine Wahrheit, die voll anzunehmen ist und zu glauben, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, die Sünder seilig zu machen, von der ich die Äußerste sehe. Aber Gott hat gerade deswegen, und hier gibt es die Ursache, Gott hat gerade deswegen Mitleid mit mir, dass es an mir soll zu sein,
wo groß Jesus Christus seine Geduld mit den Geradsten seiner ist, dort andere dadurch seinen können, dass sie auch können seilig werden. Den ewigen König, der ewig lebt, der nicht hier zu seinen ist, den einzigen Gott, den trifft an alle Ewigkeit, alle Ehre und alle Herrlichkeit. Amen. Und dann die letzten zwei Vers, redet aber zu Timotheus, sagte, Timotheus, mein Sohn, das ist, was ich dir zu sagen habe. Kampf den Kampf für den Herrn, so gut aus den Propheten sehen, dort du wirst. Hol den Glauben und hol den Gewissen rein. Du sind Einzige, die mit ihrem Glauben sind zugrunde gegangen, weil sie jeden ihr Gewissen handeln. Was so wird Gott sein Wort lesen. Mag Gott sein Wort segnen zu unseren Herzen. In 2. Timotheus 3, Vers 1, und ich brauche diese Vers laatst, weil ich wollte Vers 1 lesen, das sagt, denkt daran, dass in der letzten Tag grässlich schwere Zeiten sein werden. Und ich will als aufmerksam machen, auf das Wort, denkt daran. Passt ab. Dauert nicht über seinen, ich glaube, Paulus wird sagen, dauert nicht durchlappen lassen. Sagt er, passt ab, denkt daran. Denkt an was. Er sagt dort, an der letzten Tag, grässlich schwere Zeiten werden sein. Mein Bruder oder Schwester oder Freund, von der, wenn du durch grässlich schwere Zeiten gehen lässt, dann sie nicht enttäuscht. Wie es der Apostel Paulus und viele andere Propheten oder viele andere Aposteln reden davon und sehen uns dort, dass diese Zeit wird kommen. Und dass wir wollen durch grässlich schwere Zeiten durchgehen. Weil wir sagen vielleicht, wir dürfen noch nicht Persecution leiden, wir dürfen noch nicht Verfolgung leiden. So ist es viele Port von der Welt passieren, das ist so. Aber trotzdem, weil wir gehen, und ich glaube, der meiste von uns wird Stunden wir gehen durch grässlich schwere Zeiten durch, wo der Feind uns von viele verschiedene Wege angegriffen hat. Und ich sehe das, dort wir wollen sein, wir wollen ein paar von den Dingen, wo wir sein, wo wir durchgehen, was passieren wird in unserer Zeit von der. Wo können wir dort von deren Tag anerkennen, dass wir in der letzten Zeit sind? Und was können wir dort anerkennen? In 2. Timotheus 3, 1-5, die Verse, die ich letztes lesen, da sei wie 19 Wird oder Strophen dabei, wo zu sagen, dass, und was wir das sein kann, dass wir in der letzten Zeit sind. Weil ich, wie gesagt habe, überlesen, war frisch, und ich habe fertig das eben gelesen. Und ich dachte immer ein bisschen mehr so, nur die umgekehrte Welt anpassen. Wie es all die Dinge, die sind wie in der bittere Kirche, für die Menschen, die da nicht bekehrt sind. Aber weißt du, wenn ich die Kirche von der Kirche oder die Kirche im großen Ganzen betrachten, dann muss ich sagen, dass ich glaube, jeder ein von diesen Dingen, von den 19 Dingen, die sei wie eine Kirche von der. Man uns als Christen. Und ich will weiter sagen, für das Mal, ich danke Gott sehr für die Lighthouse Church hier in Port Burwell, für unsere Kirche. Ich sage, dass Gott hat eine sehr große Arbeit und da sind ein Gebet besonders und auch das Wort predigen, das Wort wird gegreift, das Wort wird ausgelebt. Ich danke Gott, ich kann Gott gar nicht sagen, genug danke dafür. Trotzdem, ich sage wieder, dass diese Dinge sind da, der Feind, der Prof dort nicht zu kriegen, in der Familie, zwischen uns befriedet Leben und so weiter. Wo können wir dort an und wo können wir den Feind widerstehen in dieser letzten Zeit, wo wir von reden dann? Und die Antwort fängt wie an dem Epheser-Kapitel 6, Vers 10 durch 20. Weil wir da mal was hier handreiten. Epheser-Kapitel 6,
Fast wenn ich daher bekomme, Farsen. Und da haben wir die Antwort bekommen. Da sagt er, an Vers 10, sagt der Apostel Paulus, das ist selbst geschrieben, sagt er, zuletzt sorgt dafür, dass je stark worden durch die Kraft, die der Herr uns gibt. Fangen an mit sagen, dass wir sollen stark werden und mit der Kraft, die Gott uns geben wird. Was du und ich, in uns selbst haben wir keine Kraft nicht. Und ich glaube, wir würden alle mal touchdown, und ich sage, die erste war, da wird touchdown, und dass ich habe Ferchen geprüft, an meine eigene Kraft, jährliche Dinge zu tun. Aber einmal touchdown, das ist, I mess up every time. Weil an meine eigene Kraft habe ich nicht, was ich tun kann, was Gott wirklich annehmen kann. Vers 11 sagt er, nehmt alle Gewehre. Und bitte, dort aufmerksam merken, besieht aufmerksam auf was das sagt, nehmt alle Gewehre. Nicht bloß ein Port davon. Weil wir können einen Port von Gottes Wort nehmen und probieren zu kämpfen. Aber er sagt, wir sollen alle Gewehre nehmen. Weil wenn ein Soldat im Krieg kommt, dann nimmt er das hier zum Beispiel brücken. Wenn ein Soldat im Krieg ist, der hat nicht bloß den Helmet anhaben oder bloß das Schild oder so wieder. Er hat das ganze Armkleid anhaben, was der Brücke hat. Nicht bloß Half. Er sagt, nehmt alle Gewehre, die Gott vergönnt hat, dass ihr ausrechnen können, was dort braucht, bestehen zu können, wann der böse Tag kommen wird. Was ihr Gott wisst, all vor dem, dass er die Welt erschaffen hat, da wisst ihr all Krieg, was du und ich von der würden brücken, was das wird brücken an diese Zeit, was wir die Genodenszeit nennen. Wo der Geist Gottes an uns wohnen wird und uns die Kraft geben wird, jeder sind zu stehen. Trotzdem sagt er, es ist wichtig für uns. Vers 12 sagt, wir haben nicht mal gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen gewaltige böse Geister von den Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von einem Düsteren, der über diese Welt herrschen tun. Der Kampf, den ich in Dubane sah, der ist nicht bloß gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut. Ja, ich würde touchdown, ich glaube, wir haben alle touchdown, weil die Ferchen dann kämpfen wie gegen einer dem anderen. Das Ferchen Uneinigkeit zwischen uns, wie seien das von der Tag, das passiert. Und das wird der Feind gleichen, dass uns unseren Relationship mit dem Herrn Jesus zu verdorben, indem wir unserem anderen kämpfen tun. Dann da wir gegen Fleisch und Blut, da wir kämpfen, einer gegen dem anderen. Aber wenn ihr ans Kampf ist wirklich viel gerateres dort. Wir haben einen Kampf, sagt Paulus, das nicht gegen Fleisch und Blut, das gegen die gewaltige, böse Geister, die an der Luft herrschen dann. Und mit Gewalten und Herrschaften von einem Düsteren, die über diese Welt herrschen dann. Dort ist uns Kampf, wo du und ich da sein. Sagt, da werden dort den ganzen Armer antreiben. Vers 13. Nehmt alle Gewehre, sagt der Wahrer, die Gott vergönnt hat. Nicht bloß ein Wort von dir. Dass ihr ausrechnen können, was dort braucht, bestehen zu können, wann der böse Tag kommen wird. Wir dann fragen uns, was sind die Gewehre? Ich wollte hier bloß schwer übergehen, was die Gewehre sind. Die Waffen sind die Wahrheit. Die Wahrheit, dat je aantraken met de Wahrheit. Ich will die Verse nicht ganz lesen, ich will bloß die Waffen dort bringen. Die Wahrheit, was ist das? Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit in das Leben. Wer nach mir kommt, und so wieder. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, tragt Jesus an. Weißt du, mein Freund, wenn du von der bist, du das kämpfen gegen die sind, du hast noch niemals nicht den Herrn Jesus angenommen, dann hast du really nicht, wo du kannst, hast du gar nicht die Wahrheit nicht, wo du kannst gegen die sind kämpfen.
Das ist kein Wunder, dass wir probieren sein, wenn jemand ist an Drogen versklavt oder an was immer sind versklavt. Pornografie oder sein, was es will. Als du dann, dass du den Herrn Jesus hast, dass du die Wahrheit angetragen hast, wirst du nie durch jeden kämpfen können, nie Sicht kriegen über dein Leben. Das ist, warum das nicht schaffen wird, dass ein unbekehrter Mensch nicht kann jeden Sinn stehen. Aber er sagt, tragend die Wahrheit an mit der Wahrheit, mit der Gerechtigkeit. Christus seine Gerechtigkeit. Christi Blut und ihren Kleid, das ist mein Schmuck. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und ihren Kleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde entgehen. Mit Christus seine Gerechtigkeit. Wieder ist das Evangelium. Dort ist die Wahrheit dort, wo uns raten kann. Dort antreiben, glauben. Weiten, dort, Gott hat uns gegeben, alles, was er brauchen hat, durch jeden zu stehen. Glaubt dort. Oh ja, wir können das wirklich sein, wir beten. Zum Beispiel, wir beten von der Kenia oder irgendwo, wir haben einen Freund, der betet, wir fähren, das scheint ja dort schafft gar nicht, dort passiert nichts nicht. Was wir nicht sein können, ist, was dort ehrlich passieren wird, wo Gott arbeiten wird. Und dann mit einmal, dann wo wir an, sagen wir, all of a sudden, hat er sich bekehrt. Das soll all of a sudden bekehrte Mensch sich, das geht nicht langsam, aber Gott braucht eine Zeit, uns durch Hand zu bringen, aber Glauben holen, weiten an wem wir glauben. Radung, das ist noch ein Part von den Waffen. Gott sein Wort. Ich habe das fertig gesagt. Ich habe mitgefangen, besonders wie wir in Bolivien sind, hier warst. Wir können fertig mit wem reden. Und ich würde ans Motto sprechen. Es sei ja gut, dass wir Gott sein Wort nicht kennen. Der eigene Zeit, dann habe ich das gebrochen. Das habe ich im Gedanken, das habe ich im Hort, eigene Zeit habe ich das gebrochen. Aber du hast wirklich eine Kraftbahn, wo wir können, wo wir mit jemandem reden dann, und ich habe dort in Bolivien gefangen mit Lehrern, irgendwem, da, wo ich sage, dass okay, weil wir mal sein, was Gott sein Wort sagen wird. Wo ich sage, so Frau, dass man ganz Mennoniten, oft dort in Bolivien ist, oft dort in Mexiko ist, und dort, wo wir zu Grund wir gegangen sind, wo wir in Sende sind, und wo Gesetzliche sind und so wieder, wieder von dem Herrn Jesus. Aber eins bin ich der Gott dankbar für. Ich habe noch kein Mennonit gefangen, was zu sagen, dass Gott sein Wort ist nicht die Wahrheit. Du kannst mit irgendeinem Lehrer, irgendeinem unbekehrten Lehrer in Bolivien reden. Die wollen mir haben uns noch niemals gesagt, dass wir können Gott sein Wort nicht vertrauen. Da bin ich Gott dankbar für. Und wenn wir das Wort aufmerken, dann sagen, warum muss sein, was Gott hier zu sagen hat. Zum Beispiel, ein Ältester sagt zu mir, sagt er, die Bibel sagt ja ganz klar, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Ja, das ist, was die Bibel sagen wird. Ich sage, warum muss sein, was sagt dort vor dem und dann hinter dem? Wer sagt dort, zu wem sagt Paulus dort, und was der Kontakt dabei? Und las ich dort durch, wie ein Ältester in der Predigt da, und ich wollte sagen, die hatten, das lebt noch nie nicht, hier nicht. Gott braucht dort, und er hat dort sein Wort gebrochen. Und das wollte ich sagen, wie Gott sein Wort gebrochen. Und dann der nächste Part von dort ist Gebet, das ist der andere Part von der Waffen. Okay, das ist so viel für die Antwort, für wo wir können siegen. Hier ist das Rezept, für dass wir können siegen, in der Liste Anläufe des Teufels, was uns angegriffen haben. Okay, erstlich würde ich sagen, wir müssen das anerkennen, dass wir an der letzten Zeit sind. Und ich habe jetzt gesagt, 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt, wo er sagt, dass der Jesus sagt sehr deutlich dort, an der letzten Zeit, einige wollen vom Glauben auffallen, wollen sich an ihre verehrende Gäste in Lehren holen, die vom Satan sind.
Das wird passieren wird. Das Paulus uns verwarnen. Judas Kapitel 17, Vers 18 sagt, aber je liebe Freund, denkt daran, hier war er, sagt er, denkt daran, seid aufmerksam, was ich zu sagen habe. Denkt daran, was dem Herrn Jesus Christus in Apostel vorher gesagt hat. Vers 18, der seht, dort an der letzten Zeit später kommen würden, der so leben würden, als ihre eigene gottlose Last antrieben hat. So das ist wichtig, dass wir weiten, was passieren wird. Wir sagen, warum hätte sich wegdrehen von der Wahrheit zu predigen? Warum tun die das und warum tun die dort? Was die Bibel sagt, das wird passieren. Wir dürfen uns gar nicht darüber wundern. Das ist ja sein, dass dann 19 Dinge, was wir da sein, wo Paulus von reden hat. Ich will da bloß etwa 5 Dinge betrachten, was wir sein, was passieren hat, besonders an der Kirche, was passieren hat von der. Das erste Part von was da passieren hat, ich hatte 4 Mal, 2 Wochen, 3, dass ich probieren, 4 Dinge fertig haben, was wir sein dann, was da passieren hat. Von der, was wir sein, was das sein hat, anderen nicht gehorchen. Oder Kinder wollen der anderen angehorsam sein. Sei wir das von der? Wenn wir gucken dann an der Welt am Ganzen, an der anbekehrte Welt, wo wir sagen, da sei wir dort, weil die Kinder haben ein sehr großes Recht. Die kosten nicht mehr, die Kinder schaffen, Disziplin, und die kosten nicht, weil wir weiter alle. Die Familien haben, die weiter alle, was passiert hat. Es kostet sehr leicht, dass die Gesetze übertreten, und die Kinder können sehr leicht um Gesetz zu gehen und sagen, meine Eltern haben mich das nicht getan und ich habe was am Trouble. Die Kinder alle angehorsam sein. Was reicht dort auch? Das betrifft besonders Kinder und Jugend, das Punkt, wo ich von reden darf. Was ist die Ursache davon? Eine von der Ursachen ist, dort, wo der Verbüten kommen hat. Aber da sind noch mehr, der Einfluss, was von Büten kommen hat. Da sind noch mehr Dinge. Einfluss von Büten, auch der Einfluss von Bannen. War das noch eine Ursache? Ich will bloß 2 Ursachen hier verheben, was dort zu drehen hat. Dass Kinder von der Tag besonders angehorsam sind. Von Büten ist, da wird wie, was von der über TV kommen hat, was über das Internet kommen hat, was an der Schule verronnen hat, was am großen Ganzen in der anbekehrten Welt passieren hat. Und dort spielt nach an Kirche, manche young people, die haben einen grässlich großen Kampf gegen das zu kämpfen. So das ist eins, was von Büten kommen hat. Aber da ist noch was von Bannen kommen hat. Was die Älteren, einmal aus der Trouble bei uns Älteren, nicht lang 3 rede ich mit ein paar Lied, hatten sehr Probleme, ganz kurz, sehr Probleme in ihr christlichen Leben. Und wir brauchten, wir reden davon, wo kann ich diesen Problem lösen, weil sie hatten alle nicht die Schuld, da wir dem Nächsten sind Schuld. Und das ist, was passieren hat. Wie du davon reden, dass man immer sagt, das ist ein Problem, was wir haben. Ich sage, what's that? Sagst du, it just seems that hell is breaking loose in our family. Oh, wow. I said, I wonder why. Wir reden da wieder von, und der früher sagt, die Kinder, der scharieren sich einer dem anderen aus, der schmiedet ein Ding nur den anderen, der hat kein Verlangen, die Bibel zu lesen, die beten nicht oder irgendwas. Ich sage, ich wundere, warum. Ich habe uns gedacht, warum? Und das ist noch ein Ding, was da passieren wird. Aber dann sind die Kinder auch noch angehörsam, wenn die unter den besten Umständen sind, wo Eltern dort alles recht tun. Und die Kinder, die haben ihre eigenen Sinn still und ihre eigene Entscheidung zu machen. So, da sind mehr als ein Ding, was dort zu drehen. Aber das ist ein Ding zu der letzten Zeit, wo Kinder besonders wollen angehörsam sind zu ihren Eltern. Und dann der nächste Punkt, undankbar sein. Das redet nicht bloß die Kinder.
Wat je ondankbaar zijn, is, geloof ik, een zeer grote zin. En ik rede daarvan, ik zei dat terwijl ik dat in mijn eigen leven gevangen heb. Ondankbaar zijn en als christelijk leven, dat is de basis sozusagen, oder dat is de aanvang zijn om raufkomen aan ons christelijk leven. Weil wir mal Römer Kapitel 1, Vers 21 lesen. Dit betrifft jeder meiner Kinder, young people, ältere Menschen, dat ze don't wer wir zijn. Römer Kapitel 1, Vers 21, da sagt er, Paulus der redet hier von, wenn wir die Überschriften lesen, da Matthäus 3, Vers 18, die Menschen haben Gottes Strafe verdient. Das ist das Thema. Er sagt, die haben, dass Gott kennt alle Menschen, oder alle Menschen kennen Gott, wenn sie sein dort an der Natur, dass da ein Gott ist. So, das ist keiner entschuldigt nicht. Aber dann sagt er in Vers 21, und jetzt ich will bloß ein paar von diesem Vers lesen, um zu wissen, was Undankbarkeit ist. Und wenn sie Gott doch kannten, sie geben ihm nicht die Ehe, sie anerkannten Gott nicht, aus Gott, und haben ihm nicht gedankt. Sie haben ihm nicht gedankt. Was die Undankbarkeit, das ist amazing, was Undankbarkeit kann bringen an uns christliches Leben. Und ich sage, ich zum Glauben, ich schafft eine Fabrik. Und ich dachte, ich wäre ein geboren Eid, weil ich wäre so froh und so glücklich in meinem christlichen Leben, aber ich wäre noch mal ein Baby in Christus. Wie eine Fabrik, die wollten wir eine Fabrik schaffen, das allgemein die meisten von den Menschen sind anbekehrte Menschen, und die wollten das Sprachwort zerbrochen und was das Wort von Fall ist. En alles, das dort. Wat je aan de fabriek van ik schaffen deed, maar ik me bekeerd, ik weer einer van hen allen. Ik kan onderscheid niet aan. Want ik reden deed, ik brug dezelfde gesprek wat zij reden deden, en had dezelfde interesse wat zij hadden, en zo weer. Wie ik me bekeerd, daar werd ik aan, Gott deed dat eerste ding wat Gott deed, rein in mijn muur. Dat mijn spraak, about 10% von der Vocabulary, Gott war ich verstehe meistens mal Englisch zu reden, dann, und zu communicate mit meinen Freunden, dann, was meine Freunde wären, dann. Aber dann war ich an, dort fing an ziemlich schwer zu gehen. Der war nicht anders, ich hatte eine andere Sprache und so weiter, und ich fing anders an zu reden, ich fing an von Jesus zu reden und so weiter, weil dann war ich an, da wir im Platz, dachte ich, wo ein Christ nicht hingehört. Dann hatte ich für eine ziemlich lange Zeit, dann probierte ich da noch handzuarbeiten, dass ich aus der Fabrik rauskommen. Ich sehe zu meinem Schwager, dann war doch bekehrt, ich sage, aus der Fabrik, wo ich rauskomme, da kann ein Christ nicht nicht stehen bleiben. Und heute hat ich gesagt, ich wollte sagen, aber ich kickte mir was an und sagte, Jan, hast du angedacht, dass vielleicht ist dort ein Platz, vielleicht noch eins, Gott läuft den Menschen, die sind auf der Bahn, und das ist vielleicht ein Platz, wo Gott die will haben, dass sie das ein Licht sind. Wow, maybe so. Den Abend bete ich sage, Gott, wo du mir was haben, dass ich an diese Fabrik soll wieder gehen, dass ich da soll schaffen, dass das Platz ist für mich. Da will ich die Nummer 1 dankbar sein dafür. Und ich will die danken und ich will für die ins Zeugnis sein. Dass wir groß ist, weil der ganze Arbeitsplatz hier geändert hat. Ich kann dankbar sein, ich bin ein Waller, jeder Welding weil ich verbrenne, ich sage, diese Rade verbrenne ich für meinen Jesus. Hier da ich die Arbeit für Gott. Und da wird mein Anfang, wo ich kann anfangen, dankbar zu sein. Dann ich immer dankbar war? Nee. Und ich sage, ich weiß auch, was passiert, wenn er nicht dankbar ist. Aber weißt du, besonders in der letzten Zeit, ich kann einmal sagen, für Gott seine Ehe, dass ich nicht haben angefangen, dankbar zu sein. Weißt du, das ist ein Kurs, den jeder kennen, der sagt, count your many blessings, see what God has done.
and how does that go? Count your many blessings, see what God has done, and it will surprise you what the Lord has done, something like that. Wir fangen an zu sehen und zu teilen. Weil wir schlupen gehen down, und ich sage, Gott sei Dank. Gott, ich danke dir für das Bad, wo wir liegen down. Gott, ich sage dir Dank für die Gesundheit, die wir haben. Oh, wir haben Aches and Pains, ja, but that's nothing. Ich danke dir für das Tag, was wir haben über uns hier. Ich danke dir, weil das bloß kein Engel, wo wir können verdanken. Und wir haben so viel zu danken. Aber das ist ein Ding, wo wir, was hier erst an den Aufschnitt, Andankbarkeit. Weil ihr jetzt nicht bloß an der Anbekehrt Welt, das sehr viele Christen. Und ich habe mich ganz überzeugt, da sind Menschen hier von der Worte vielleicht, würden wir an den Tisch stehen, dass die nicht wirklich dankbar sind. Die haben Dinge in ihrem Leben, was ihnen von der Dankbarkeit wahrnehmen, eine Ursache gibt, nicht Gott für zu danken. Und jetzt lass mich dir sagen, du hast nicht eine Person hier bei, die nicht soll sehr, sehr dankbar sein. Was wir für der hier bei sind, in das Land leben, und in den Umständen, wo wir leben, dann bloß sehr dankbar kann sein. So, alle nicht gehorchen an Dankbarkeit und an unheilig. Was meint dort? Was meint heilig? Wirklich. Einmal gehört, dass jemand sagen, dass oh, die lässt du besser heilig. Und die sagen, dass du hast Jesus angenommen, du weißt, du bist ein Kind Gottes. Oh, die lässt du besser heilig. Was sagst du? No, das ist ja nicht heilig. Oder was sagst du? Weißt du was? Wir sind heilig. Weißt du, wenn Gott uns hat, rückgenommen von dem Dreieck, wo wir leben, wo wir geboren werden, und er hat das durchgenommen, hat das auf den Grund, wo Jesus Christus der Eckstein ist, und hat gesagt, dann hat er uns ein Port gestellt. Das ist, was er meint. Zu sie gesagt, für einen special purpose. Wir sind heilig, das ist, was heilig meint. Wir sind rückgenommen, aus dem Dreieck, und für den Herrn haben gesagt, ein Port gesagt, arm zu dienen. Und das sagt hier, unheilig. Dat meint, ich verstehe, dat meint, wir dürfen teilnehmen mit all den Dingen, mit schwinschen Dingen, was nicht mit Gott zu tun haben. Weil wir wollen hier Gottes, viele Christen wollen hier ein Kind Gottes sein, und wir sind in der Kirche, wir tun vielleicht viele Dinge, die meisten Dinge, was wir leben, was wir sollen tun. Aber wie gesagt, ein Teil Dinge, was uns noch mit Scheingrund hat, weil wir auch im Internet sind, da sind some Dinge, was nach das Fleisch nach dem Verlangen noch hat. Sind gewisse Dinge zu trinken, wenn ich keine Rahmen ist, dann habe ich das noch tun. Oder reden, also Sprache ist anders, weil wir in der Kirche sind. Und so, you weiß nicht, was ich meine. Teilnehmen, wir wollen ein bisschen auf die Fans reden, das schafft nicht. Wir sind entweder, wir sind Gott hingegeben und wir tun auf, was Gott will haben, oder wir tun dem so tun dein. Was sind gewisse von diesen Dingen? Porn, Pornography, Drugs, Alkohol, unmoralisches Leben und so weiter. Das ist ein bisschen Wort für die groben Dinge. Aber es sind noch ein Teil andere Dinge. Lass mich dir eine Frage fragen. Ich frage mich diese Frage selbst fragen. Wenn ich ganz allein für mich bin, wo immer ich bin, ob ich fahren darf, ob ich, wo immer ich bin, ich bin geworden, was immer ich tue, was immer ich denke, was immer ich reden darf, alles, was ich tue, wo mein Hart von voll ist, Gott weiß 100% korrekt. In fact, er weiß viel besser, als ich das weiß. Und ich sage mir, dass unless ich kann, mag andere Menschen korrekt mich selbst sein, so als ich sein, wenn ich bei mir selbst sein, dann ist da was Unrecht mit mir. Wenn ich mich von Gott nicht kann verstärken, dann kann ich mich von Jüngern nicht verstärken. Nicht. Oder von Jüngern kann ich mich verstärken, aber von Gott kann ich mich nicht verstärken. Das war der Glaube, das meint heilig, unheilig. Da kommen viele Dinge ans Leben an. Und dann das nächste Ding ist, sich nicht gut sein oder nicht live. Oh, wie sagen wir haben aber das Live, nicht so? Lass mich die mal fragen. Kannst du mit, ich kann jede Person gehen von der,
Jede Person, die hier ist, und ich kann das sagen, ich kann jetzt lange nicht alle persönlich. Ich kann das gesagt haben, aber ich kann lange nicht alle persönlich. Ich probe, mehr kennen zu lernen, ich kann mehr kennen zu lernen. Aber ich kann mich für nicht verstärken nicht. Aber was steht da bei dir in deinem Leben? Und so, nicht der Abbrecherleib haben, nicht für seine. Weißt du, viele Menschen, die sich gar nicht für seine nicht. Viele Christen haben ein sehr großes Problem mit, dass wir uns verseinen einer mit dem anderen. Aber ich will das hier lassen, ich will wieder gehen. Und ich will nur meinen letzten Punkt gehen, mit dem Aufschnitt, was wir lesen, und ich will da sein, gewisse Dinge rübernehmen. Wir sind zum Beispiel bei dem Eng. Bitte dreht nur 1. Timotheus. Und weil wir mal sein, den Apostel Paulus aus dem Beispiel, seine Wort, was seine Einstellung wäre. Er sagt hier, lass mich ein paar Verse lesen, und was ich nicht lesen werde, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 4, er sagt, wo ich in der Uzi ist das, dass die Christen sich uit ein reines Hort und mit einem Gouden gewassen und einen starken Glauben mochten Gott sein oder sich mochten leben. Wann das gerot sein, von dort gerot sein, einzig aufgefallen und bringen ihre Titau mit Streiterie in Reden, wo nicht tau ist, wo nicht gaudet durchhängen ist. Und dann in Vers 1, gehe ich der Vers Eva ein bisschen einzeln, was er sagen wird. Der Apostel Paulus sagt, ich danke Gott, sei wieder, er fängt an mit zu danken. Wo dankt er für? Er sagt, ich danke unseren Herrn, Christus Jesus, der mir die Kraft gegeben hat. Wozu? Meine Arbeit zu tun. Da wir am sehr groß, dass er dankt Gott, dass er am hat die Kraft gegeben, Gott zu dienen. Also sein Ziel wäre, dass er Gott treu sein, dass er Gott wird dienen. Dann wieder sagt er, ich danke ihm auch dafür, dass er mich wert geachtet hat und angestellt hat, zu dienen. Weißt du das, von der, dass Gott hat die in mich da angestellt, wo wir am deinen dann auftaut, wo immer das ist, auf der Arbeit ist, oder wo immer das ist. Paulus anerkannt, dass das wir Gott, was das getan hat. Er dankt Gott dafür, dass er ihn angestellt, dort zu tun, was er tut. Und dann in Vers 13 sagt er, wann vorher ich auch ein rietender Verfalter in Lastra wir. Gott aber hat Mitleid mit mir, weil ich weiß nicht, was ich tut, weil ich danach nicht dem Herrn Jesus kennenlernen. Ich habe eine Frage für dich von dir. Bist du die von des Morgens ganz sicher, dass du ein Verräter wirst, dass du ein Verfolger Jesus wirst, dass du eine Person wirst, die so zusammenbrechen dein, gegen Gott zu sein? Und sagst, du hast nicht Menschen dort gemerkt, du hast nicht dort getan, was der Apostel Paulus, was ihr Freund, und die Schwester erklärt hat, als er dann, dass wir dort kommen, dass wir face to face kommen, Angesicht zu Angesicht kommen mit Gott, seien wir wirklich sind von der Tür. Und was wir dort tun, da wo wir das antworten, dass wir sind wirklich in Sender. Wenn ich face to face komme mit mir selbst, dann feile ich werde die letzte Sender. Ich dachte an keinen anderen, ich dachte bloß an mich selbst. Und er sagt, ich danke Gott, dass er wie ich ein Verräter wird, wie ich ein Sender wird, dann wird Gott an mich denken. Aber der Herr hat mir seine Gnade wirklich zukommen lassen und auch den Glauben, und dass ich andere kann, dass ich andere kann Gott sein, dass ich andere kann leben, so als er uns an Christus gelebt hat. Das ist eine Wahrheit, die von
die voll anzunehmen ist und zu glauben ist, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, die Sünder seilig zu merken, von der ich der Erste wir. Mein Freund, du hast kein Sünder in dieser Welt, von der, dass nur Gott sein Wort noch nicht genothaft. Wenn du von der bist, du wunderst, ob du das hast du euch gemerkt, ob du genau das für die, dann lass mir die sagen, der Apostel Paulus sagt, er wird der geradste Sünder, er dankt Gott, dass Gott hat genau gehabt für ihn. Und er nahm Gott seine Gnade an. Und nur weil wir seinen Wort zu Gott am hat, ja, das Nachwort, was er gesagt hat, Vers 16. Aber Gott hat gerade durchwegen, und durchwegen, das meint er, hier was zu sagen. Das wäre eine Ursache, woran Gott das tut. Weißt du, das ist eine Ursache, woran Gott die in mir raten tut. Nicht mal bloß, dass wir nicht sollten an Hallen kommen. Gott hat eine viel geratere Ursache, uns zu raten, als bloß uns von der Hall wegzuholen. Er sagt, deswegen Mitleid mit mir, dass es an mir soll zu seinen sein. Dass an mir soll zu seinen sein, Wort soll zu seinen sein. Weil groß Christus seine Geduld mit den geradsten Sünder ist, dass andere dadurch sein können, dass sie auch können seilig werden. Das redet hier gar nicht von reden. Paulus redet gar nicht von predigen. Er sagt, Gott hat deswegen Geduld bewiesen an Arm, dass andere Menschen, die noch nicht zum Glauben wären, dass die dort würden sein können. Wo groß Gott seine Geduld wäre, dass er sich für den geradsten Sünder hat begnädigt und hat am Gerad. Weil da sind viele Menschen, die wollen nie nicht Gott sein Wort lesen. Du und ich sind die einzige Bibel, was viele Menschen lesen dann. Jemand sagt, ich hätte einem sagen, sagt er, da alle Zeit predigen und wenn es neidig ist, dann da auch wird brechen. Weil je ans Leben redet, so laut, dass Menschen können nicht hören, was wir sagen. Wenn das gut ist, dann ist das gut. Weißt du, ich sage eine Frau, die wissen alle von Herrn Hiebert. Weißt du, das ist eine Person. Und ich bete für die, wir beten alle für die Person. Weißt du, wenn die was anholen bleiben, und dem sein Leben, wiest Gott seine Gnade. Der darf gar nicht viel sagen, nicht. Wenn er bloß Christus folgen, das ist dort loten, das nö, dann da wollen Menschen dort sein. Aber weißt du, da wäre das so wichtig, ich lasse mich ein bisschen drei abweichen. Ich glaube, der Feind, der prüft, das ist eine Ursache, wo der Feind mit all seiner Macht prüft, eine Kirche, ein Families erleben, zu verdorben, dass die unbekehrten Menschen verbieten können, sagen, sie leben, sie sind so eine gute Menschen in der Kirche. Aber guck mal, was ihre Kinder tun. Guck mal, was sie in ihr Leben tun, all meine Leben tun. Ich glaube, das ist bloß sehr, sehr bedienensvoll. Dass wir wissen, dass wir durch uns leben, dass Menschen das sein können. Und dann sagt er, den ewigen Gott, der ewig lebt, der nicht zu sein ist, den einzigen Gott, den trifft an alle Ewigkeit, alle Ehre und alle Herrlichkeit. Amen. Geschwister, ich bin Gott dankbar für was ich sage in dieser Kirche. Und für das, wo ich nicht dankbar sein, da bete ich für. Dass dort kann utgelegt werden, dass Gott damit wird helfen und wir seinen Gott hat. Geschwister, ich will den Motto sprechen. Let's keep on keeping on, keep on going, keep on praying. Und gestern, ich glaube, wir hatten eine gerade Gruppe hier, oder sage ich bloß meine Menschen hier gestern. Mir sagt er, wenn es aus der Welt, schau meine Menschen hier gestern zu uns, aus Verher. Mir sagt er gestern so, mir hört sich das so, du gestern besonders Kraft. Mehr als Färchen. Ich glaube, wir warten in uns Gebet. Und ich will glauben, dass ich was in meinem Gebet, und ich glaube, jeder noch. Aber da wird es fehlen, nicht. Die Schwester will wir anholen mit beten. Weil wir Gott sein Wort brauchen. Und bis zum Schluss will ich sagen, dort mal,
ich habe in 44 Minuten mal gewasset hier, besonders wenn ich rede, ich rede nicht so viel nicht. Ich sage nicht so viel. Dort mal ganz langsam, vor daheim einmal 1. und 2. Timotheus mal durchlesen. Und dann sagen, was ist da bei für uns? Oh, da ist so much in there. Das ist so reich. Ich sage mir, ich sehe zu Nita, das ist bloß ein Reinkreis für uns geschrieben. Ein Reinkreis für unsere Titel. Es blesses mein Herz. Weil wir Gott danken. Vor dem Himmel, wir danken dir für den Wort. Herr, wir danken dir für Jesus Christus, der uns die Rat hat, die ratste Sinne, mir Salz, Herr. Ich danke dir dafür, dass du hast meine Sinnen schon betont. Herr, ich bete, dass du musst mich wieder nehmen und Herr, dass ich mich waschen und tun nehmen. Ich bete selbst für jede Person, die hier ist von dir. Herr, ich bete für dich, was du straucheln und was du vielleicht überhaupt noch nicht haben, die angenommen. Herr, musst du entwiesen, musst du ihre Horten rieren. Herr, dass sie möchten aber doch kommen, dass sie möchten sein, dass sie brücken und Rara. Ich bete, Herr, dass du uns wiedersehen in dieser nächsten Andacht. Und Herr, sehen uns, wenn wir von hier kommen, bete ich in deinen Namen mit Danksagung. Amen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.